Hallo Rosemarie. Hallo. Oh, jetzt haben wir wieder ein neues Thema. Hefe. Schmalzhefe, hat man früher gesagt. Aha. Zu denen. Fangen wir mal mit dem da an. Der Das schließt so. an unser letztes Thema an, gell? Ja, da haben wir früher einmal auch. Da hat man Ring dazu gehabt und einen Deckel, aber das hat nicht lange gehoben. Und nachher hat man halt einmal in dir, wenn man gewetzelt hat, ein Griebenschmalz reingemacht, dass man noch Brotaufstrich gehabt hat. Also das war sowas wie der Vorgänger vom Beckglas. Ja, ja. Und was war da drin zuerst? Da hat man im Metzeln hat man rein oder wir haben da viel auch Bohnen eingemacht. Also grüne Bohnen. Mit so einem Bügel drüber, Ja, das hebt? ja, das hebt. Deswegen ist da so ein Rand. Ja. Und da hat man die Biegel da. Und da war noch der passende Deckel und dazu. dann hat man sie eingekocht. Der ist halt nicht mehr da. Ja. Ja, Zeit vergeht. Und die andere, das sieht da ist auch so auch so aus. und da hat man noch auch Schmalz rein. Aber da haben wir auch Salzgurken. Aha, gut. Also Gurken eingelegt, größere Gurken in Ja. Salzwasser. Und die hat man mal so gegessen, aus den Hefen raus. Ja, klar. Salzwasser ist Also gut auch in geschmackbar. den Man hat Winter da haben auch. wir auch, wo man es nämlich so als Schmalzhefe gebraucht hat, haben wir da auch meist so Salzgurken reingemacht. Wenn ich mir das angucke, davor hat es ja im Keller noch viel mehr, Ja. dann habt ihr ja eigentlich eine richtig riesige Menge Schmalz gehabt. Also Ja, wie wenn viel man- ist denn da angefallen, wenn man das so gemetzelt hat? Da hat man immer so 4, 5 Hefe, wenn man große genommen hat oder die kleineren, hat man immer Portion. Also 4, 5 Hefe hat es immer gegeben, wenn man so große gehabt hat. Und dann hat man es nachher als raus und in kleineren rein und so hat man es in der Küche gehabt. Im Kühlschrank oder so hat man das Schmalz dann reingestellt. Ja, Und hat man das verbraucht, da hat man ja bloß mit Schmalz gekocht. Prägele, Ja, alles. Schnitzel Ich habe noch rausbachen. besser prägelte Biere, wo mit Schmalz gemacht sind, wie mit Ja, den Geschmack, den mit kriegst Butter du oder so. mit Den Bratöl kriegt man- nicht so den nach. kriegt man nicht nach. Oder auch im Zwiebelkuchen, Ja, hat man auch Schmalz rein. Kartoffelkuchen. In Kartoffelkuchen, in Kartoffelstreiche hat man Schmalz rein. Das ist also immer gut gewesen. war halt da. Also Ja, war ja jetzt nicht die Frage, will man vegetarisch essen oder womöglich vegan sein oder sowas, sondern das hat es Nein, gegeben und das hat hat's man gegeben Und verbraucht. das hat man verbraucht und Ja. das hat einem gut getan. Und manche schmeißen es vielleicht weg und bei mir ist es halt immer aufgehoben worden. Nein, Für alte die sind wunderschön, die Sachen. Die kann man auch heute alle noch gut verwenden. Sind auch jetzt wieder modern. Ich sehe es auf dem Flohmarkt, zahlen die Leute dafür auch einen Haufen Geld. Ja. Und dann halt Blumenhäfen einstellen oder so. Ne? Das Ja. sieht ja auch schön aus. Doch, Ja. aber man hebt es halt auf, solange man es kann. Und wenn es Genau. noch mal rausgeschmissen wird, Das wenn glaub es ich die nicht. Jungen noch rausschmeißen will, dann soll es es mal rausschmeißen. Ich glaube, die finden eine neue Verwendung dafür. Ja, das sind so Sachen, Weißt du, wie man wo das heute halt- nennt? Upcycling. Ja, Wieder was Tolles draus Ja. machen. Also, Dankeschön. bitte, bitte. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.